Juhu! Spannung! Yes! 2 Jahre mehr jung. Und du? What? Ich bin 7 Jahre mehr alt? Nee, das ist ja nicht möglich. Ja, das hat nicht war für 6 Monate, wo wir die Resultate von unserem biologischen Alter kriegen. Das biologische Alter ist anders wie das chronologische Alter. Die sieht uns nämlich, wie gut es unserem Körper geht, also wie gesund wir sind eigentlich. Ja, und ich denke wohl mehr gesund zu leben wie du. Tja, okay, aber das sind Silo Resultate aus einem Bluttest und das gut ist aber die biologischen Alter, die kann ihn beeinflussen. Richtig. Und laut wissenschaftlichen Studien unter anderem durch das Faktoren. Ja, ich kann immer nicht leben. Also ich habe mich auch für 6 Monate schon immens gut gespürt und ich fühle mich jung, ich bin noch nicht groß. Guck so, Joseph, du hast es mir leicht an unserem Challenge. Ja, wir nämlich am Experiment wollten unser biologischen Alter während den letzten 6 Monaten drücken. Und die Challenge ist, wie von uns das am besten fertig bringt. Aber ich habe dafür den Sport gewählt. Während 6 Monaten bin ich an ein Bootcamp gegangen und ich habe da extrem Fitness gemacht bei all Wetterbedingungen. Am Ziel wäre es für so, auf mindestens 180 Minuten Sport pro Woche zu kommen, weil das den Alter am besten trägt. An einem Online-Test über das biologische Alter kann ich allein beim Sport mein Alter 11 Jahre par rapport zu meinem Bluttest drücken. Ja, und ich habe den Stress gewählt. Und habe während 6 Monaten mindestens einmal am Tag mindestens 10 Minuten meditiert. Und laut derselben Online-Umfrage könnte ich mit meinem biologischen Alter nach 5 Jahren reduzieren. Freut sich natürlich, wenn es du ein bisschen mehr anstrengend hat. Aber das Spannende dabei ist, was mit unseren Genen passiert. Und wir haben für 6 Monate einen Bluttest gemacht, die erste Kehr. Ja, und mich kennt sich als Biologin da relativ gut aus. Ja, in unserem Blut sind Zellen dran, ne? Zum Beispiel Weißblutkörperchen. Und aus denen geht DNA, also auch aus Genen, herausgeholt. Die Genen, das sind wie Rezepte an einem Kochbuch. Und hier steht dran, wie all die Substanzen und Zellen, die der Körper braucht, wie die gemacht gehen. Und mit der Zeit kommen immer mehr Markierungen dabei. Und das bestimmt dann, ob die Rezepte gekocht gehen oder eben nicht. Aber ja, die DNA ist es selbst. Die ist auch auf verschiedene Plätze markiert und das bestimmt, ob Genen oder ausgeschaltet gehen. Als Gene selber, die gehen dadurch nicht verändert. Das ist etwas, was auf den Genen drauf ist. Dafür schwätzen sie hier auch von Epigenetik. Epi, das ist griechisch und das heißt drüber. Das ist alles wissen. An jedem Alter, Lebensstil oder auch bei Krankheiten, da sind eben mehr oder Männer der Plätze auf der DNA markiert. Genau, und an einem Labor da gucken sie, wie viel an wo das Markierungen sind. Und da kann ich daraus den biologischen Alter berechnen. Mit Markierungen, die anderen aber nicht das Rezept aus dem Buch. Mit der Koch, die kann aber dezidieren, für eine oder die anderen Markierungen einfach rauszuholen. Und das ist genau das, was wir an unserem Challenge wollen hatten. Als Rappel, mich hat Stress reduziert und ich habe Fitness gemacht. Ja, und zumindest noch außen kann ich sagen, dass ich mich durch die Meditation wirklich mehr ausgeglichen gespürt habe und das noch Leute in meinem direkten Umfeld konfirmiert. Ja, und ich fühle mich eigentlich auch so fit wie noch nie. Und heute wollte ich schon immer weisen, schon beim Sport, allein beim Sport, ganze 5 Kilo verloren. Ja, vielversprechend. Und so waren noch unsere Erwartungen hoch und die Resultate vom zweiten Test mehr. Oh, Merd. Ich sehe wie alt gehen. 42. Wie viel? 42. Nee. Von 38 auf 42. Das heißt Meditation. Ja, und ich bin noch immer auf 40 Jahre geblieben. Und obwohl ich die 5 Kilo habe verloren, ich kann nicht verstehen. Das Resultat ist enttäuschend. Hätte man den Challenge müssen lang machen, haben wir uns nicht genug angestrengt oder sind die Tester ihre nicht wert? Wir haben Rendezvous bei einem Epigenetikforscher Luxembourg Institute of Health und der kann uns das mal erklären. Hey.
Wat den ha gesäit, ass dat déi Tester, die Dir gemach huet, eng gewëss Fehlerquote hunn. An ech denken, dat den ënnerscheet in Dir haiernäre Resultater huet, gené an déi natierlech Fehlerquote fällt. Mit die Methode die gouf mega gehypt, kann ihn dann go nicht an der Epigenetik feststellen. Dir musst wëssen, dat et an der Epigenetik Momente am Liewe ginn, wo e méi sensibel ass. Von der Befruchtung bis an den Alter vun 2 Joer an dann noch nees als Teenager. An déi Verännerung bleiwen e Liewe lang. A gené do fuschen ech mat méger Ekiptron. Wir fokusséieren eis op Leiit, déi als Kant traumatisch Erliefnisse hatten, a wéi dat de Risiko op Krankheete fir de recht vun hirem Liewen erhéicht. Okay, mir hu jo awer en ënnerschied gespurt, fir wat huet ze Städter net an eisern Epigenetik-Test reflekteiert. De Problem ass, mir wëssen, dat déi Epigenetik-Tester funktionéieren, awer just war ganz vill Leiit déi Tester machen. Awer den da gesäit, sie kleng ënnerscheder an der ganzer Gruppe, awer an der Gruppe selber se verschiede Leiit, die nowen oder no innen ausbriechen. Et ass also eng Sach vu Statistik, a mir gesinn e Gruppeneffekt. Ja, ich muss so schon an nie so lang un engem Experiment geschafft, ganzer 6 Main an der Titan enttäuscht mech lo bisssen. Me bon, immerhin, ich sinn net Jal gin, net bist du du schon nicht den Challenge gewonnen, an fir das du net nach mir alges wünschen ich mal, dass du lo enkeer wennstens mat mir op de Bootcamp mat kennst. Okay? Okay. Allez, ciao, ciao, merci. Wéi Joseph, mësse schon mi mat? Ma ja, ich mache grad Stressreduktion, so wiest du. An ich muss so dech he so schwessen ze gesinn, dat relaxiert mech onmossig.